Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Video. Ich habe gedacht, ich mache mal ein paar Challenges bei den Rennen. Und es kann sehr lustig werden, weil einige sind ein bisschen speziell. Und ich würde sagen, das erste Rennen, das steht bei der Starshine Range, die haben keine Challenges, weil die schon mühsam genug sind mit der 300-fachen Agilität und so. Ja, ihr werdet das dann sehen, ich bin richtig schlecht in denen. Und das wird genau lustig. Gut, dann fangen wir doch gerade mal an. Ich mache da Solo, weil den kann ich nicht verlieren. Ich mache da mal all und Start. Mal schauen, ob ich das ankriege. Ich bin wirklich extrem schlecht in denen. Okay, irgendwie habe ich das gerade richtig gut angekriegt. Hui. Die 300-fache Agilität ist schrecklich. Okay, da bin ich gerade relativ gut durchgekommen. Okay, jetzt wird's lustig. Stangenrennen. Ich werde einfach alles Mögliche umhauen. Oh Gott. Ich kann mir das schnell machen. Ich bin jetzt schon bei einer halben Minute. Ups. So. Dann welches haben wir da? Okay. Ja, es ist nicht so einfach mit der Agilität. Ich würde sagen, das Rennen an sich ist ja schon eine Challenge. Jetzt einmal da durch. Ups, nein, nicht da durch. Einmal den Kopf anschlagen. Ups, was mache ich da? Schon. Und den Meadow. Dann irgendwie da rauf. Ja, ich mag die Rennen nicht wirklich. Und dann noch das letzte. Vor allem, wer ist auf die Idee gekommen, da die Agilität so aufzustellen? Das ist furchtbar. Da durch. Dann, da durch. Dann da. Dann wahrscheinlich da bei den Barrels rundum. Ups. Ja, wer rechnet denn damit, dass es da um die Ecke geht? Obwohl, es geht eigentlich. Das da ist ein bisschen mühsam. So. Ja, da bin ich in der falschen Richtung. Ups. So, ich glaube, das wäre es gewesen. So, perfekt. Oh, Stufe 30. Yes. Ah, wie toll. Das ist jetzt richtig schnell gegangen. Gut, dann die nächste Challenge. Ein Rennen zu Fuß machen. Okay, weil ich das Rennen da schon gemacht habe, anscheinend, in der Nacht, wo irgendwie für heute zählt, tue ich euch da das einblenden, was ich letztes Mal schon aufgenommen habe. Und ja, dann viel Spaß und dann sehen wir uns gerade nachher wieder. Und ich habe jetzt kein Hindernis und es ist möglich, da einfach abzusteigen und das einfach laufen. Ich habe das bis jetzt einmal gemacht und man braucht einfach ewig, weil man muss zweimal rundum. Und das Jump ist jetzt dann. Oh no. Ich bin ja mega klein. Entweder bin ich so klein oder die Zaun sind so hoch. Und die applaudiert mir und ich laufe einfach rundum. Es ist so bescheuert. Die anderen fragen sich sicher, hey, was macht die da? Ist die dumm? Ja, ich bin dumm. Und ja. Und genau darum mache ich so etwas. Ah. Normalerweise wären wir jetzt schon fertig, man braucht so ein paar Minuten.
Und ich brauche mehr als doppelt so lang. Ja, 4 Minuten ist Jumpy. Das mache ich nicht, weil ich heute allgemein keine Jumpies. Hoi Marsu, ich komme bald wieder. Da applaudiert es mir schon. Es ist so nice. Okay, man braucht pro Checkpoint doch nur etwa 5 Sekunden. Mehr oder weniger. Vor allem da, die da die Durchsage macht, was sagt die echt so? Gabrielle ist jetzt schon so weit hinten, dass sie erste von hinten wird. Ah, jetzt schon über 2 Minuten. Ei, ei. So, da vorne ist das Ziel. Und wir haben es geschafft. 2 Minuten und 37 Sekunden. Okay, das ist krass. Aber hey, ich habe es geschafft. So, die nächste Challenge wäre ein Rennen nur mit einer Hand reiten. Mal schauen, ob ich mache mal Springreiten, das ist sicher am lustigsten. Gut, also. Oh Gott, wie will ich denn springen? Okay, ich habe da komplett meine Hand irgendwie. Oh Gott. Okay, oh! Schaffe ich das überhaupt? Kann man da einfach durchlaufen? Okay, ich könnte einfach durchlaufen. Dann muss ich nicht springen. Weil ich muss meine Hand komplett verrenken, wenn ich da springe. Ich weiss, man macht das Springreiten eigentlich nicht so. Aber ich mache es einfach, weil es anders nicht möglich ist. Oh Gott. Okay, da muss ich jetzt springen. Oh no. Schaffe ich das? Ja. Da wieder einfach. Weißt du, das springe ich jetzt mal. Da kann ich jetzt einfach durchlaufen, das ist gut. So, genau so. Und schon haben wir's. Okay, es ist eigentlich gegangen. Und ja. Gut, die Challenge hätte ich mehr oder weniger erfolgreich geschafft. Und dann gehen wir weiter zu der nächsten Challenge. Gut, die nächste Challenge wäre eben, wir Rennen so lang wie möglich brauchen. Dann mache ich mal sanfte Grüntal-Jumpy. Und dann mal schauen, wie lange das ich brauche. Ich mache das Zeit drauf, damit es Freunde allzu langweilig wird. Und ja, dann viel Spaß beim Schauen. Okay, ich habe 7 Minuten und 34 Sekunden gebraucht. Anstatt 1 Minute 9. Also es wäre langsamer gegangen, aber ich wollte es dann nicht riskieren, dass ich sie am Ende noch versauen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Gut, dann geht's ab zu der nächsten Challenge. Gut, die nächste Challenge wäre ein Rennen machen ohne anzuschauen. Das heisst, ich mache das Rennen, das ich am besten kenne, nämlich das Fircroft Geländerennen. Und dann mal schauen, ob ich das ankriege. Ich mache den Ton aus, damit ich da nichts höre. Gut, Ton ist aus und dann mache ich meine Augen zu. Und los geht's. Jetzt startet es etwa. So um die Ecke herum, einmal springen. So ein bisschen rundum, dann kommt die schwere Kurve. Dann geht es da durch, dann einmal wieder Sprung. Um die Kurve herum, Sprung. Dann da ein bisschen so, dann wieder Sprung. Dann geht es da ein bisschen weiter. Dann durch die Bäume durch. Da kommt ein schwieriger Sprung, den du gerne mal verkackst. Dann geht es so ein bisschen um die Ecke. Dann geht es so rauf. Dann wieder ein Sprung. Dann da beim Baum vorbei. Dann da ein bisschen rechts. Dann geht es ein bisschen geradeaus. Dann
links, dann wieder ein bisschen Gas, dann wieder links. Dann so, den Daumen da so, so. Und ich has. Oder auch nicht. Okay, ich bin jetzt gespannt, wo ich da gelandet bin. Ich bin irgendwie da über den Zaun drüber gekommen. Irgendwann habe ich da einen Sprung richtig gehabt. Oder ich bin einfach da durchgelaufen, etwas von den beiden. Ja, da bin ich echt gespannt, wie ich da angekommen bin. Dann haben wir die nächste Challenge. Das wäre nicht führen schauen. Das heisst, ich mache ein Rennen. Am besten das, weil es gerade kein Hindernis hat. Und dann kehre ich mich um und ich darf nur so reiten. Mit Hilfe der Minimap. Okay, da geht es schon mal nicht durch. Es ist nicht so einfach. Ich reite jetzt mal nicht das. Doch, ich reite schnell. Ups. Okay, irgendwie zeigt dann viel durch. Wo ist denn da? Und jetzt da? Hallo? Okay, das schon mal nicht. Dann da, dann ist der nächste irgendwie da. So. Okay, wenn man auf die Minimap schaut, geht es eigentlich noch. Aber es ist echt nicht einfach. Wo ist der nächste? Habe ich den... Nein, ich habe nicht verpasst. Gut. Okay, dann geht es da weiter. Da, dann wahrscheinlich irgendwie da durch. So. Weil es geht. Die Strecke ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe jetzt extra eine einfache gewählt. Und ich habe es. Perfekt, nach einer Minute. Gut, dann die nächste Challenge wäre so gesagt in der Ego-Perspektive. Das heisst, ich mache da das Ansichtsfeld komplett nach und gehe in den Wildpferdemodus. Wird so ausgehen, als ob ich in der Ego-Perspektive wäre. Und dann machen wir die schwierige Springreitrundstrecke. Und ich versuche das einfach mal. Es geht halt schon toll aus irgendwie. Aber es ist halt alles so ein bisschen angezoomt. Und das macht es echt nicht einfach, wenn man sieht, weil das musst du so richtig berechnen und so, wenn genau springen und so. Und da siehst du halt den Checkpoint nicht. Das macht es richtig schwierig. Nein, okay, ich muss nochmal machen, ich habe es nicht geschafft. Okay, ich versuche es nochmal. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die das Rennen nicht schafft. Okay, ich bin schon mal weiter als vorher. Und jetzt da? Huch, wo ist er? Da hinten. Dann da. Ich weiß nicht, habe ich ihn? Wo? Oh, okay, ich bin irgendwie so schräg dran. Aber ich habe es geschafft. Gut, dann, okay. Dann wäre es wieder verrückt gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte ein bisschen unterhalten und so. Und es ist doch relativ anspruchsvoll gewesen zum Teil. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao.